Mrs. Oppenheimer erwartet, Euer Exzellenz. Ich sag, was sind die feine goldische Pinkel bei unseren Oppenheimer? Dass du fragst überhaupt. Ach, meinst du Geld? Nun nicht. Aber er wird ihm nichts geben. Er wird ihm geben, wird er ihm geben, weil er hat Käpsen. Er soll ihm geben, dass wir können nehmen. Die andere Mutter. Ich denke, Württemberg ist reich. Tja, Württemberg schon, aber nicht sein Herzog. Na, ich werde sehen. Märchenhaft. Märchenhaft. Wirklich märchenhaft. Aber zu groß für uns. Zu groß für eine Herzogin? Fabelhaft. Wunderbar. Also ich frage gar nicht zu fragen, was es kostet. 50.000. Sag dir doch, mein Herzog hat nicht so viel Geld. Gut, 10. Und die restlichen 40? Man kommt ins Geschäft. Und die restlichen 40? Wir werden uns verständigen. Wann denn? Wo denn? In Stuttgart. Nach Stuttgart kommt kein Jude rein. Das weißt du doch. Sagt eurem Herzog, wenn er mich braucht, dann soll er mir auch die Permission verschaffen, zu ihm zu kommen. Wenn du in Stuttgart bist, dann kann ich dir vielleicht helfen, aber du kommst doch gar nicht durch die Sperre mit deinem Pass. Hebt doch die Judensperre auf? Ich soll sie aufheben? Das kann ja nicht mal der Herzog. Das könnte ja nur in Gemeinschaft mit den Landständen. Die Landstände lassen eben keinen Juden in die Residenz. Wenn seine Durchlaucht ein Interesse daran hat, mit mir ins Geschäft zu kommen, so werden Eure Exzellenz gewiss Mittel und Wege finden, mir einen Pass zu verschaffen, der mir an der Grenze alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt. Also gesetzt den Fall, ich schicke dir so einen Pass. Da würde dir doch jeder sofort, nicht wahr? An Payas, Bart und Kaftan den Juden ansehen. Nicht wahr? Verbrechen Sie sich nicht den Kopf, Exzellenz. Mein Äußeres übernehme ich. Und für den Pass sorgen Sie. Der Herzog kriegt seinen Schmuck. Aber nur, wenn ich ihn selber kann bringen. Gut. Aber es passiert. Der Herzog braucht den Schmuck. Verlasst euch ganz auf Süß, Oppenheimer, Exzellenz. Lady. Bist du verrückt, Josef? Mord wirst du verschneiden, Peis wirst du verschneiden. Ein Kaftan wirst du nicht mehr tragen. Hast du nicht Meure vorm Rebbe? Du Hammer. Ich mach die Tür auf für euch alle. In Samt und Seide werdet ihr gehen. Es kann sein morgen, es kann sein übermorgen. Aber sein wird es.